Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats. An ein weiteres Thema leidt was ich eigentlich könnte mein echtes Thema sein. Nach ein merci hi und eine ganz liebe Frau auf meiner Gruppe, die mich nach ein Drüber geschwärzt hat. Das richtig zum richtigen Moment kommt. Ich wusste gerade nicht, was in der Richtung es soll weiterführen. Und das ist ein guter weiterer Schritt an meiner Podcaster. Was schwätzen ich eigentlich schon? Ich schwätze über 3a, beziehungsweise ich werde darüber schwätzen. Ich meine, den ersten Punkt, den ich mal herausfinden, das 3a als von unseren Chakra, und das ist effektiv eben, ich schwätze nur nicht über den ersten Chakra. Ich werde die anderen zwar noch abbringen, mir in einer gewissen Hinsicht habe ich den 3a schon für, ich so nicht gern, das ist mir wichtig wie die anderen, mir also einen guten Einstiegspunkt, sagen wir mal so. Das ist, wo ich schon gefangen habe, mich überhaupt mal mit Chakren zu befassen, das haben wir ganz klipp und klar gesagt gehen. Nee, du fängst an nun, du kannst nicht mal am 3a auffangen. Allerdings habe ich durch die Meditation, die ich bei meiner Mama gelehrt habe, wo ich 5 Jahre war, direkt den Kontakt über der 3a abgeholt. Das heißt, am Sinne von, wir haben in dem Moment eine Atemtechnik gebraucht, eine Atemübung, mit also nicht riesenkomplexes, mir eine Atemübung gemacht. An dem Moment haben wir visualisiert, wie die Energie, die mit der Atmung handelt, wie die eben bis an 3a geht. Wenn man so eine Technik geschafft und so etwas übt, die wird vielleicht mit der Zeit merken, dass er dann effektiv anfängt zu kribbeln. Für andere, also dass es auch Lichter gesehen oder eine ganze Methoden, also jeder hat da ein bisschen einen anderen Zugang dazu. Wie war das eigentlich gerade 3a so wichtig an der ganzen Geschichte? 3a als uns als Zentrum, als Direktzentrum, als direkt zentral zu den anderen Ebenen. Das heißt, dass die Chakra, den just in dem Kronenchakra leidet, aber während die Kasoen, dass der Kronenchakra den ist, wo man die universellen Energien abfangen, als 3a die Punkt, die zentral, wo man die universellen Energien verschaffen. Das heißt verschaffen, als der Mathe gemeint, die Informationen, die über das Universum rankommen, entziffern, auf einer Ebene, für das man sie können verstehen, für das man sie auch können äußern oder verständlich andere Leute rüberbringen. Oder dass man die Energie dadurch auch gebrauchen, für sie für irgendein Ziel zu kanalisieren. 3a hängt ganz stark mit Visionen zusammen, unter anderem, wo ich persönlich immer ein bisschen vorsichtig bin, weil der Mensch geht an der esoterischen Welt extrem stark, ob alles gepolt wird, visuell aus. Das heißt, auch wenn wir von Visualisationen schwätzen. Verschiedene gehen natürlich doch schon anders in Visualisationen nehmen. Das ist, was wir gesehen, aber auch, was wir hören, was wir riechen, was wir schmecken. Aber leider ist das von den Punkten, die immer angeschwärzt wird. Das heißt, auch für Leute mit mehr schwätzen und wissen, dass ich Kontakt zu der anderen Seite habe oder dass ich Sachen wie eine Aura gesehen habe. Dann ist es immer, oh, ich gebe auch gerne eine Aura gesehen, oh, ich gebe auch gerne die Verstorben gesehen. Moment, das ist so, ich sind ehrlich gesagt immer mehr darüber pischt, zu hören, was die Verstorben mit zu sagen haben, wie unbedingt darauf anzugehen, ob ich sie gesehen. Nicht, dass ich so habe, dass sie da, wenn du zum Beispiel in einem Accident stirbt, dass den sich auf irgendein gruschlicher weiß, absolut nicht. Mein Sichtfeld hängt die Sache immer ein bisschen an. Und auch den Ausdruck 3a basiert darüber für die Leute, ob das Thema zu bringen, dass es mit dem Sichtfeld zusammenhängt. Leute, die aber eine Zeit lang dran sind, an die eigenen Erfahrungen machen, werden merken, dass die Informationen uns in ganz andere Formen kommen. Die kommen uns, da sind sie bald mehr erfüllt, auch wenn es über das 3a geht, sozusagen. Und insofern ist es eben die Zentral vom 3a, die Zentral von der Zirbeldrüse, ob die ich auch ganz kurz nach einer Welt angehen, hat eigentlich nicht allein, also das heißt, was du von Informationen könnt, geht nicht an unserem Gehirn, nimmen an den visuellen Zentrum, mehr an den Zentrum, den eben gerade angeschwärzt wird in dem Moment. Oder beziehungsweise den für uns selber, mit dem wir selber mehr am Anklang sind, weil eben nicht viel visuell ist, andere sind kinästhetisch, und so weiter und so weiter.
bringe ich sowieso nach ein Jahr ab. Das Interessante an der Geschichte also an sich, dass aber dritt A als zentral nicht nur an die Richtung funktioniert, dass man Informationen aus dem Universum dadurch können verschaffen, mehr es funktioniert auch umgekehrt. Das heißt, in den zum Beispiel meditiert oder beziehungsweise den mehr an den Wunschdinge geht, mehr hun als Kanner gelehrt, wenn ihr wünscht, sich auf der dritt A zu konzentrieren, und es werden auch merken, dass wenn der dritt A uspringt, da geht der Wunsch auch an Erfüllung. Also, wenn du mit Krampus hört, dann ist natürlich etwas, was nicht stimmt. Wenn er direkt zack ausspringt, das habe ich übrigens durch meinen Bruder, also auch den, als zwar Männer in NRW, wir brauchen aber auch verschiedene Techniken. Und hin hat, wir stehen uns darauf aufmerksam gemacht, seitdem passen wir auch darüber ab. Das heißt, das ist eng zentral an die zwei Richtungen. All die Sachen sind nicht eine Einbahnstraße. Genauso wie wir eben die Energie können abfangen an durch den Filter von der Zirbeldrüse vom dritten A können es so an der Schwingung also im jetzigen Verständnis können anpassen für mal so etwas zu rücken. So können wir auch einen Wunsch zum Beispiel oder irgendetwas formulieren an nicht über das dritte A an das Universum schicken, für das es da kann sich realisieren, dass es sich da kann manifestieren und materialisieren. Kleine Dinge dabei, die ich auch mega interessant fand. Ich habe für dich gesagt, dass sie ganz viel mit Visionen zu tun hat. Auch von der Haut misieren ist, gibt es aber noch ein Phänomen, den bei dem einen dem anderen vier kennt. Nämlich, dass verschiedene Leute ziemlich krampfhaft probieren, das dritte A und Go zu kriegen. Ich komme noch ganz kurz darauf zurück, was das mit dem und Go kriegen, also den Dingen zu dienen hat. Und hat das Gefühl, dass wie blockiert. Nun muss man sich daran erinnern, dass an unseren früheren Zeiten und auch heute noch teilweise natürlich die ganz christliche Linie, die sich hier so festgesetzt hat, war ganz klar, dass nicht Visualisationen, mehr Visionen, zwar die so nicht für jede waren, und das heißt auch die als ziemlich schlecht angesehen sind, am Sinne von, wenn du eine Vision hast, da kannst du vom Teufel, das gibt kaum eine göttliche Vision, das ist nur verschiedenen Auserwählten Sicht auf hier, und auch wenn man heutzutage ein bisschen den Kopf drüber rüsseln, mehr aus dem Grund daraus für auch die Leute zu schützen, als bei der Kant-Darf oder bei der Darf, als der dritte A blockiert gehen. Das heißt, die möchte nicht im Sus das Kreuz, Pastor möchte nicht im Sus das Kreuz über dem dritten A. Das ist für zu sperren, für zu blockieren. Wir haben heute wenig Pastoren, die nach wirklich ihren Job ordentlich machen, an denen Sachen und auch noch mit dem Glauben handelt sind. Wir verschiedene sind du effektiv nach Kiwi, von hun auch die Tricken drauf, und du kannst sehen, dass den einen oder den anderen ein bisschen mehr passt, dann hat die Sache und Grund zu kriegen, weil es Sichel drauf bleibt. Die Sichel als, wenn ich nicht weiß, Engagement einfach so mal zu brechen, das heißt, du kannst wirklich mal ein bisschen Energie der Hand gehen, ohne lo, da Dinge, der Zirbeldrüse, du irgendwie etwas Schlechtes zu dienen, einfach wirklich Anrichtung vom Sichel, mehr am Sinn von, das heißt, du musst immer ein bisschen mehr Ausdauer der Hand gehen, entweder, oder das kann den engem die Sichel dann in dem Moment wäschelt, oder so mal, das Sichel bricht, also nicht Handen drunter an irgendeiner energetischer Form verletzt, mehr effektiv der juste Sichel hält. Das heißt, das ist ein Fall, den nach immer kann vorkommen. Den interessanten Teil auf der anderen Seite von der Wissenschaft, für was das Zirbeldrüse? Zirbeldrüse ist unter anderem da, für Melatonin und Serotonin auszuschütten, also zu triggern, so man für auszuschütten. Und damit sind wir auch nicht nur bei den Glücksgefühlen, wir sind auch bei dem Schlafhormon. Ich persönlich gesinnet liegt anders. Das heißt, durch die Wissenschaft wissen wir, dass der Melatonin, ich habe für Melatonin gesagt, das Melatonin dafür da ist, für den Schlaf zu induzieren, also für an Schlafdingen zu kommen. Ich bin der Meinung, dass den Dalfa-Denken auslöst. Und wir sind als Menschen gewinnt, dass wir, wenn wir an Dalfa-Denken kommen, dass wir da schlafen.
an dass man eben zum Beispiel was man dann hernorrecht mit der Übung von der Meditation op dritt machen. Am Anfang sind da viel die man zu Meditationen aufhängen und das sind ja wir sind angeschlafen. Das ist das beste Zeichen, dass wir richtig in der Weh sind. Und wir brauchen einfach ein bisschen Übung für sozusagen 4 Runden auch an dem Alpha-Denken ein Wachbewusstsein zu bleiben. Das heißt, Zirbeldrüse ist für mich an erster Stelle nicht da, für dass wir schlafen. Mit Zirbeldrüse ist eine Menge da, für die Alpha-Schwingung, die Alpha-Wellen anzukurbeln und uns zu triggern, an den so mal an einer normaler Welt in der WS, ja, die schläft dann, weil das alles, was dann während Alpha denken möchte. An den anderen, die geht an einen Trance-Zustand, an einen meditativen Zustand, kann dann die Sachen machen, die will machen. Entweder eben ein Wunsch, einfach Meditation, mal die Energie loszulassen, schamanisch spirituell Reisen, zu denen wird auch noch kommen, und so weiter und so weiter. Das heißt, hier möchte also nicht, dass automatisch Zirbeldrüse dafür da ist, dass an der Art und Weise dafür funktioniert, am Sinn von, dadurch, dass wir uns auf die konzentrieren, machen wir sozusagen, dass das Zentrum bewusst aktiv ist. Also noch schon aktiv, weil wir ganz oft Intuitionen oder Dinge kriegen, Informationen von der anderen Seite kriegen. Aber bewusst aktiv, das heißt, dass wir es können üben, dem Moment bewusst mit der Aktivität von einer Zirbeldrüse, von einem dritten A, können zu schaffen. In dem Moment. Nun gehe ich auf das Thema an, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht mehr, ob ich aktiviere gesagt habe. Also ganz so als ein Chakra nie. Ein Chakra ist etwas, was eine Bewegung ist. Das heißt, das muss absehen, das ist für das als Energien durch den gesamten Körper schwingen. Das ist nicht irgendetwas wie ein Gier, die in Zauberjan, die in Zau sperren kann. Aber es kann natürlich die Auswirkung blockieren, zum Beispiel wie bei einer DAF, wo es dann dem Moment der Siegel drüber gemäht wird. Das heißt, drinnen lebt, das tritt auch nach. Aber die Auswirkung ist sozusagen versichert. Genauso wurde ganz oft an Bücher können lesen, ja, das heißt, wenn der aufhört mit den Sachen zu schaffen, dann macht der Chakra ab, aber wenn der fertig sieht, macht das jetzt so. Nie. Ein Chakra schwingt, ein Chakra funktioniert und es kommt eben darauf an, ob man auf den Plätzen mal eine Verletzung, ein Trauma haben, ob das so mal ehrt oder ob es proper funktioniert, ob es groß regelmäßig schwingt, ob es mich wackelig in der Weh ist, ob es mich zurückhält, ob es wirklich ein bisschen so wie wenn Sand im Getriebe wie ein bisschen Probleme hat für zu drehen, etc. etc. Das heißt, das aber nie, dass das auch komplett so ist. Also wenn man könnt an sieht, ja nee, also ist schon eine habe ich gemäht, weil ich mit irgendeinem Geist Kontakt abgeholt habe oder mit einem Engel oder was auch immer so und dann meine ich es so viel, dass du nicht mehr kannst, so funktioniert das nicht. Der Tisch mehr entwickeln mit der Zeit schon viel drin, dass man nicht alle Informationen von der anderen Seite die ganze Zeit matt kriegen, weil man sonst absolut überfordert werden an höheres Leben, das könnte feiern, aber das ist nie komplett so. Das ist eine Sache, die auch aus der New Age Esoterik kennt und die so an der dritte Form nicht wirklich geht. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, mit was ich nicht vergleichen. Das ist wie wenn ich so ich kann meinem Dom so den also zo und dann ist er nicht mehr funktionstüchtig und dann hängt er einfach schon in der Hand drauf. Nee, automatisch ist er matt am Fluss von unseren Bewegungen. Und genauso ist das mit all Dingen. Das ist wie wenn das Herz bleibt auch nicht einfach stehen. Wir brauchen nicht als Bewusstsein, für das das Herz klappt. Wir brauchen nicht als Bewusstsein, für das ein Atem funktioniert. Genauso funktionieren als Chakren und eben auch ein dritt A an dem Unterbewussten, eben an anderen Ebenen von unserem Bewusstsein, nicht an unserem wahren Bewusstsein. Das ist an dem Moment, wo wir darauf zurückgreifen, durch eine Meditation, durch Konzentration darüber, durch Aktivation etc. etc. Ich hoffe, das geht euch ein bisschen eine Tour von wegen, wiederum verschiedene Sachen können abgeholt gehen, was das Thema betrifft. Wie gesagt, ich werde auch noch auf Chakra-Arbeit allgemein gehen, ein bisschen so die ganzen Dinge, auch da, wo New Age Spiritualität, mehr wie die Esoterik mit New Age Spiritualität wirklich fern und so dran hat, wo ich an verschiedenen Punkten fanden, dass sie mit Vorsicht zu genießen sind. Mir wie gesagt, wenn anfängt sich mit den Sachen zu befassen,
und den dann dem Moment sieht, okay, mit was ja im Chakra soll ich aufhängen, ja, den Innersten als immer extrem gut für sich zu verwurzeln, mir viermal wirklich die Sache, sich mehr zu öffnen zu den Welten, an den Energien, die rundherum sind, für das also auch können unterstützen, wenn wir mit anderen Chakra schaffen, als effektiv am Mengen an der dritte A einen ganz guten Anfang. Ich hoffe natürlich, etwas Kleines mal auf den Weg gehen, dass den Tour ein bisschen gemäht gehen ist, wie immer, von der Frohe sind, können Sie ganz gerne stellen. Ansonsten vielmals merci für das Lauschen, schöne Mitten, guten Abend, und gute Nacht.